Mir ist gerade aufgefallen, ich habe unsere Cocktails im Kühlschrank vergessen. Ich übergebe dir und bringe Cocktails zurück. Tschüss. Das ist nicht gut. Grüezi miteinander. Wir sind da bei Metal Servola Folge Nummer, ich muss überlegen, 76. Wir kommen zurück von unserer Granichen Saga, bestehend aus 3 Folgen. Das war auch sehr cool. Merci für mal Granichen für die diesjährige Erfahrung. Es war schwierig geil. Jetzt sind Hunde rein. Hunde, gehen weg. Ja, Hunde sind jetzt nicht mehr im Studio. Wir haben einen coolen Mocktail von Passion Fruit Martini. Die Dogos schlecken da einfach immer so am Wädli um und es ist richtig weird. Ja. Aber ja, wir sind zurück da im Home-Studio und zurück zum klassischen Format, das wir jetzt schon seit fast 3 Jahren machen. Bruder, ich weiss gar nicht, wie das funktioniert. Es ist so viel Interviews, so viel Hängen, so viel mit Leuten reden. So, ich bin schier durchgedreht beim Videoschneiden vom Food-Test. Hast du das Video noch geschaut? Ich habe es geschaut. Hast du funny gefunden? Ja. Geil. Ja, in dem Fall. Das ist es hat Spaß gemacht am Maken. Mit dem Granichen-Team am Food Reviewen. Wenn du es noch nicht gesehen hast, geh auf unseren Instagram-Account. Ich bin mir am überlegen, ob wir einfach so das ganze Video uncut auf YouTube laden. Es gibt auch einen Grund, warum ich wirklich nie wirklich etwas editiere im Podcast, weil einfach ist so lang und es ist einfach organisch. Ja gut, aber das ist halt wie das Gleiche. Long Format halt. Short Form macht schon Sinn, aber jetzt editieren. Aber du kannst schon die ganze Version in YouTube stellen. No problem. Okay. Ja, fair. Ich kann nicht, weil ich das Passwort nicht mehr. Aha. Doch. Ich habe das Passwort nicht mehr. Ich gebe es dir. Aber ich will es nicht. Zu viel Responsibility. Nein, ich will nicht die ganze Verantwortung tragen. Dann verliere ich das Passwort. Das ist nicht in unserem Vertrag gestanden, wo du mir am Anfang... Du hast gesagt, ich muss nur da hinkommen und das Mikrofon reinschnurren. Der Rest machst du. Einen mündlichen Vertrag. Mittlerweile habe ich sogar schon Videos geschnitten. Also ich bin da... ich bin meine Stellenbeschreibung mehr als am Überborden da. Fair. Cheers. Darf ich es noch aufmachen? Ja. Gut. Nice. Aber ja, wir sind zurück im Office und wir könnten mal ein bisschen erzählen, wie die ganze Granichen Saga von unserer Seite war. Ja, Bruder, Alter, der Ding ist wieder der Daily Struggle hat schon wieder eingesetzt. Ja, fair, cheers. Ich bin da rausgefahren, habe etwas Cooles mitnehmen zum Trinken und bin im Coop und habe einfach nicht gewusst, was. So ein Mocktail. Es stehen etwa 18 Eltonis auf dem Tisch. Wenn ich die alle saufe, bin ich nachher nicht tot oder am Morgen tot. Wie ist der? Passion Fruit Martini Mocktail aus dem Coop. Das ist geil. Ja, wie bist du eigentlich auf deiner Seite gewesen? Bruder, keine Ahnung, das ist mehr als einen Monat her. Ist es nicht. Das ist 3 Wochen? Ja, 3 Wochen her, ja. Ja, ich habe einfach lange gehabt, zum Podcast zu editieren. Aber das was du hast gerade gesagt, du hast nichts editiert. Aber ich musste schon zusammenschnipseln und nachher auch schauen, dass alles schön editiert. Also halt. Trotzdem, nur das nimmt auch Zeit. Und nachher habe ich über die letzte Version hochgeladen und Spotify hat jetzt irgendwie ein Limit gesetzt, wo das Video darf nicht grösser als 60 GB sein. Und Homie, 60 Gigabyte! Ja. Was zum Fick machst du? Es sind halt 2,5-3 Stunden Podcast auf .mov. Aber du hast doch nicht eine Stunde hochgeladen. Also die sind ja nicht am Stück gewesen, oder? Nein, die letzte ist 2 Stunden 40 Minuten. Was? Ja, der ist schon lang. Wir sind auch viele Bands und so. Und bei der lange habe ich immer Issues. Da muss ich aber rendern und irgendwie Sachen, die eigentlich eine Stunde nehmen zum Urladen. Bruder, nimmst du das Zeug alles in 4K auf? Nein. Das ist ganz normal 1080p, einfach MOV-Format. Bei MP4-Format hatte ich mal Issues mit Longformat-Zeugs. Beim Breakdown Sanity hat es so Clicks and Pops gehabt. Und dann musste ich ändern und seitdem mache ich immer MOV-Format. Ah, okay. Was sind Klicks und Pops? Ja, aber Audio nimmst du ja von der... Nein, aber es ist beim Rendern. Passiert beim Rendern. Es ist nicht beim... aber Rendering works in mysterious ways.
Das ist halt auch bei Reaper so, wenn... Ich habe das Gefühl, du liegst. Wenn etwas render ist, nachher hat es einfach so einen Tail von einem Delay, der am Schluss kommt, plötzlich am Anfang, so what the fuck. Und Rendering works in mysterious ways. Was? Für Leute, die keine Ahnung haben, von was du gerade redest. Ein FX-Tail von einem Part vom Schluss, plötzlich hörst du den Tail am Anfang vom Song, so what the fuck. Das ist einfach Rendering. Ja, ich könnte jetzt eine Stunde über Rendering reden. Und wie viele Issues ich kann. Ja, bitte mach's nicht, Alter. Nein, so viel nerdiger Scheiß. Aber nein, nicht nerdiger Scheiß. Das ist einfach. Das ist wirklich, ich bin gerne nerdiger Scheiß am Reden, aber das ist wirklich einfach. Das sind einfach Sachen, die mich stressen. Das ist so Zeug, wo wirklich einfach. Also Rendering, Alter. Was willst du schon über Rendering reden? Das ist ein scheiß Prozess und das muss gemacht werden. Ich habe schon mal Rendering gemacht, auf DistroKid hochgeladen, etwas gehört und so, fuck! Müssen von DistroKid löschen, nochmal hochladen. Ja, aber das ist ja nicht Rendering, das bist ja du. Ja, aber es können so ganz feine kleine Shit, die du nicht auf einmal hörst, aber nachher hörst du es einfach einmal. Und du wolltest mir sagen, ich soll noch anfangen zu mischen? Letztens habe ich etwas gemerkt. Und zwar, ich habe für jemanden einen Mix und Master gemacht und ich habe gemerkt, dass ich am Schluss einfach eine zu lange Silence gelassen habe, bis zum Ende vom Track. Und die Band hat schon hochgeladen und ich so wie, Jungs, es tut mir mega leid, aber ich habe das bemerkt, da, neue Version, papa. Und ich habe gesagt, Jungs, machen das unbedingt, weil God is Dead von Whiteout hat auch so 10 Sekunden Silence am Schluss und das nervt mich bis heute. Der Song ist in 2008 rausgekommen, aber beim Rendering habe ich auch... 2008? 18. Ah, okay, kann ich sagen. Ich habe tatsächlich zu lange Silence am Schluss und wenn der einzelne Track release ist kein Problem, aber wenn du nachher in der Playlist drin bist, der Song ist einfach 10 Minuten leer am Schluss und es fickt mich so ab. Oh, das ist geil, dann meinen alle immer, es kommt noch etwas und da kommt einfach nichts. Ja, genau. Mann, das mache ich mit der Version. Das ist einfach der letzte Track von dem EP oder Album. Es gibt auch so 15 Minuten am Schluss nichts und also, jetzt kommt noch mal etwas, und dann nächster Song. Ja, voll. Nein, halt die mysteriösen, komischen Sachen, die im Renderen passieren. Ich habe auch ein Plugin für Gitarre, das so geil ist, so gut, aber der schneidet sich ab am beim Renderen und ich hasse es. Und ja. Darf ich schnell etwas sagen? Sicher. Ja, dann ist es kein cooles Plugin. Es ist ein sehr gutes Plugin. Und das Thema ist... Es funktioniert halt einfach nicht. Das Thema ist, niemand hat das Problem außer dich. Vielleicht muss ich einfach Reaper updaten. Ich kann es schon seit 3 Jahren nicht mehr updaten. Aber ja. Reaper seit 3 Jahren nicht mehr updaten. Ich tue nicht gerne updaten, weil dann könnte es sein, dass irgendetwas in einem Projekt nicht mehr funktioniert. Und ich habe Angst. Und ich habe teilweise Projekte am Laufen, die seit Jahren... Da kannst du wieder downgraden. Das ist einfach der Installer. I know. Du hast Projekte, die seit Jahren offen sind. Ja. Vielleicht bist du wirklich das Problem. Nein. Die Taoist-Session ist auch jetzt ein Jahr, ein halb alt. Alter, ich schwöre, mit Taoist mache ich dir jetzt dann auch, ich schicke dir jetzt dann einen Invoice durch. Also wenn du wirklich das Gefühl... Also, wie viele Demos hast du jetzt für das zweite Album, wenn wir das öffentlich sagen? 19 Songs haben wir jetzt. Du hast 19 Demos für das zweite Album. Yes. Du hast das erste Album noch nicht mal released. Mindestens Introverse Chorus und mit Vocals sind 19 Demos. Also das heisst, aber einfach mal so für mich und den Mike gefragt. Wollen wir das nicht alle 19 Songs lernen, oder? Weil sonst... Ich glaube nicht. Also wenn ich jetzt noch 19 Songs muss lernen bis zum nächsten Auftritt, nur dass du kannst sagen, wir spielen den und den. Nein, von diesen Songs werden in den nächsten 6 bis 12 Monaten wahrscheinlich nur etwa 7, 8 Songs released werden. Und bis ich die released habe ich wieder mal 20 Songs geschrieben. Heisst, es will sich einfach ansammeln und ich picke einfach Songs zum Recorden und Releasen. Kannst du bitte das Meme von Bring Me The Horizon einfügen? Eigentlich der eine Frame von Oli Sykes, wenn er das Ding schreit. Ja, ist wirklich so. Es ist wirklich so. Amigs habe ich einfach so Pausen, wo ich einfach nicht schreibe für einen Monat. Und nachher in einer Woche habe ich 4 Songs geschrieben. Das ist so das. Aber du bist auch produktiv im Schreiben, also sag nicht. Ja, aber ich habe jetzt in einem Jahr 10 Demos geschrieben und von diesen 10 Demos habe ich 4 wieder gelöscht. Besser als andere Bands. Gut, aber ich kann auch... Gut, du hast aber auch nur Gitarren und Bass. Jawohl. Ich habe mittlerweile auch noch Synthes. Gitarre, Bass, Drums. Und Vocals. Ich glaube, ein Hardcore-Track schreibt sich auch ein bisschen flowiger wie ein Anführungs- und Schlusszeichen Nu-Metal-Track. Jetzt kommt natürlich jeder, der kann Gitarre spielen kann, ja, aber die Riffs sind ja huren einfach. Ja, genau aus dem Grund ist es mühsam, einen Song zu schreiben. Ja.
weil du schreibst einen Song und dann merkst du, nein, das Riff ist jetzt wirklich zu langweilig. Ja, und dann löschst du es wieder. ist definitiv ein simpleres Format für Hardcore. Ja, 100%. Ich könnte mal einfach mal das Hardcore-Dings nehmen und dann einfach keine Hardcore-Riffs schreiben. Einfach so Intro, Strophe, Chorus, Breakdown, Bridge, Breakdown. Also als initiale Idee, Intro versus Chorus ist super, dann kannst du Breakdown und Bridge und so nachher. Hey, das mache ich immer. Ich schreibe immer ein Intro. Ich schreibe immer ein Gitarrenriff oder irgendwas. Amix kommt mir gerade ein ganzer Song in den Sinn oder Amix kommt nur ein Riff und dann meistens habe ich ein Riff und dann nehme ich das auf und dann passiert gar nichts und dann lösche ich das Riff wieder. Genau deswegen wollte ich so schnell wie möglich wirklich die drei Parts mit Vocals schon haben, dass ich mal eine Grundidee habe. Und nachher kannst du den Chorus scrapen und einfach einen neuen machen. Ich kann auch jetzt bei ein paar Demos... Ich kann das so nicht. Ich habe letztes Jahr mal gesagt, dass dort, wo du mir Feedback gegeben hast, dass ich dann alles nicht gemacht habe, was du mir gesagt hast, das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. So haben wir das gar nicht gemacht. Wir haben effektiv eigentlich ziemlich alles von deinem Feedback dann habe ich irgendwie umgesetzt, aber einfach nicht so, wie deine Idee war, wie du es umsetzen würdest, sondern du hast ja gesagt, der Chorus sagt. Ja, wir haben den Chorus jetzt eigentlich dort bei dem einen Song rausgelöscht und das Intro-Riff wieder reingenommen und es wird einfach über das Intro-Riff geschrieben. Basically ein Chorus und es sagt nicht. Also eigentlich schon das, was du gesagt hast. Also, es ist nicht so, dass ich habe dort nämlich so gesagt, ich bin ein verdammt undankbarer Bastard, weil ich einfach dann dein Feedback genommen habe und alles nicht so gemacht habe, wie du es gesagt hast. So schlimm ist es gar nicht. I'm still disappointed. Du hast mich dir schon Nein, ja, das ist mir gezeigt. Das ist der, der Domi crazy gegangen ist. Dem kannst du nicht disappointed sein. Nein, es kommen gute Sachen bei Versus. Ja, hoffentlich. Der ist dumm. Der ist so dumm, Alter. Der ist so dumm. Voll. Ja, jetzt muss ich noch jemanden finden, der die Vocals mit uns macht. Ja, also einfach, wichtig für alle, schreiben Songs. Das ist wichtig. Ja, der Nico hat dann geschrieben, Nico, sorry, ich jetzt Nico oder den Busröhr. Love ya, homie. Nico so, unpopular opinion. Ricky würde gescheiter mal mehr Zeit mit den Songs verbringen und aus denen einen Hit machen, anstatt 29 neue Demos schreiben. Da habe ich so das Gefühl gehabt, ja, nein, weil ein Hit ist ein Hit. Wenn du jetzt einen Song hast, wo du nicht zufrieden bist damit, wo du das Gefühl hast, aus dem dann einen Hit zu machen, indem du einfach mehr Zeit auf das verschwendest, wird meistens nicht passieren. Das kann unter Umständen passieren. Wenn du jetzt natürlich der Ed Sheeran bist, dann kannst du das ziemlich sicher. Aber dann ist, wenn du irgendwie so das Gefühl hast, du musst jetzt an einem Song so viel Zeit investieren, dann schreibst du lieber einen neuen Song, wo dann vielleicht das gewisse etwas hat. Nein, die besten Songideen entstehen wirklich innerhalb einer Stunde oder so. Und deswegen, je mehr Songs du schreibst, desto mehr tust du den Muscle trainieren, um nachher eben Hits zu machen. Und ja, klar, eine Hälfte von Demos kannst du nachher rauchen, oder? Ist Teil des Prozesses. Das Loslassen und neu machen. Aber mit jeder Repetition wirst du besser. Das ist wie Boulder, Alter. Fucking Boulder ist... Mit Boulder kannst du das ganze Leben erklären, oder? Vielleicht schaffst du eine Route aktuell nicht, aber wenn du einfach immer und wieder probierst und jede einzelne Move machst, etc., dann kannst du die Route und so ist das Leben. Das kann man anhand vom Mountainbiken lernen. Ich habe nämlich letztens meine GoPro montiert und bin runtergefahren und habe das Video angeschaut und habe gemerkt, dass ich die eine Strecke, obwohl ich nicht wirklich schneller wollte fahren, wesentlich schneller war, wie als ich sie früher mit dem Mike, wo wir sind trainieren für die Races, gefahren bin. Ja. Und das ist so. Es ist fast so, als ob das Sprichwort Übung macht den Meister korrekt ist. Ja, wie meine Wirtschaftsinformatik-Kollegen in der Schule lernen. Es geht um kontinuierliche Optimierung. Nur so geht es weiter im Leben. Okay, da bin ich jetzt nicht einverstanden, einfach nur, weil es Wirtschaftsinformatik ist. Nein, nicht nur, aber das haben wir oft gehört. Wirtschaftsinformatik. Wirtschaft. BWL Plus, Bruder. Nein, aber... ich weiss, was das redest. Ja, schwer. Aber ja, wir sind am Grenchen die Woche. Das war geil. Ja, das ist cool. Aber das habt ihr ja schon gehört am Podcast, wo wir am Grenchen aufgenommen haben. Mir läuft immer noch die Nase im Fall. Ich bin noch nicht 100% gesund. Das fickt mich an. Also ich habe das Gefühl, das ist bei dir einfach Dauerzustand. Also hast du es jemals gegeben, dass deine Nase nicht gelaufen ist? Also Anfangsjahre, bis dort, wo wir das Hauskonzert hatten, bin ich sehr fit gewesen. Kein Issue. Seit einer Woche vor dem Grenchen, 2 Wochen vor dem Grenchen, dort ist mir schlecht gegangen. Und jetzt immer noch die ganze Zeit Nase putzen. Ich kann in 2 Wochen in der Ferien. Also, Bro, ich will chillen. Ich habe schon alle meine Nasentüchlis verbraucht. Jetzt habe ich wieder neue müssen kaufen. Ich habe eine ganze Schachtel gehabt. Anyways. Ja. Ich weiß auch jetzt nicht. Hast du wirklich deine Nase müssen schnitzen oder hast du andere Sachen gemacht?
Alles mögliche. Aber ich kann auch... Aber die Nase fuckt mich, Alter. Ich schwöre. Einfach nicht gut. Hast du so eine Nasenspülung? Nein, die müssen wir holen. Ja. Also vielleicht würde das helfen. Das ist wie der Culo Clean. Ja, einfach, dass nachher... Wasser, Bruder. Dass nachher durch den Mund rauskommt. Das ist auch geil. Ja, oder durch die Nase. Oder beides. Ja. Also letztes Mal... Spülen, Bruder. Ich habe immer noch PTSD vom ersten Mal, wo ich das gemacht habe. Oder das war vor Jahren. Vielleicht probiere ich es mal. Ich glaube schon. Ich glaube, vielleicht würde das etwas bringen. I don't know. Ich bin kein I Arzt. don't know. Ja, well. Ich bin kein Arzt, Digga. Ich bin auch kein praktizierender irgendwas, ne? Ja, verständlich. Ich habe ein No-Knock-Shirt. Mir sollte man sowieso nicht glauben. Ja. Ja. Also ich habe ein Fotoshooting mit 4 Leben noch. Habe ich gesehen, ja. Also es war noch schlimmer gewesen wie mit der Versis. Sehr gut. Ich kann auch nicht ernst nicht reiben. Ja, das ist... Also... Das glaube ich. Schau mal ernst rein und dann hast du 4 Leute hinter der Kamera, die probieren, dass du nicht ernst reinschauen kannst. Ja. Also wahrscheinlich wie jedes Band-Fotoshooting. Schon etwas so. Außer mit so Metalcore-Bands. Die haben ja nie etwas zu lachen. Die sind immer so todernst, auch hinter der Kamera. Ja. Nee, das Leben ist es nicht... 24/7. DJ-Punk-Bands. Nee, das Leben ist jetzt nicht irgendwie unterhaltsam genug, dass ich mir jetzt hier ein Lachen abzwängen kann. Die Brudis von ihr Character Break machen. Ja. Weil Heartbroken ist. Heartbroken and depressed! Sonst kannst du keine gute Musik schreiben. Ja, fair. Ja. Das ist Keimtipp Nummer 1, um gute Songs zu schreiben. Be sad. Get fucked, Alter. Get fucked, be sad. Such dir jemanden, habt die Person mega gern und dann schau, dass es kaputt geht. Voll. Nachher kannst du super Songs schreiben. Voll. Und einfach immer die Schuld an die andere Person geben. Depression, Alter. Depression ist der beste Song. Beste Motivator zum Songs schreiben. Immer die eigenen Red Flags denyen. Das ist ganz wichtig. Ja, weil sonst hast du keinen Songtitel. Ja, genau. Hat mir letztens aufgefallen, Yellowcard ist so ziemlich die einzige Band, die jemals gestatet hat, dass beide 16 sind. Wer? Kennst du Yellowcard nicht? Punk? Ja, Ocean Avenue, der Song. Ja, das kann ich. Und beide sind 16. Irgendwas mit Ocean Avenue. We were both 16 and it felt so right. Sleeping all day, staying up all night. Okay, ja, fair. Das ist es immer so. Ja, she was 16. oder she was 13 and I don't sing about it, aber irgendwie hat es trotzdem jemand rausgefunden. Ja. Ich habe 4-mal ein Meme bekommen auf Instagram letzte, was so gestanden ist. When you wake up in the morning to a screenshot of your pop-punk band singer texting a 13-year-old und dann einfach einer so Ricky? Fragezeichen. So. Halt, wir haben keine Pop-Punk-Band. Ja. Wir haben eine Hardcore. Ist das Hardcore? Nein, es ist Creedcore. Creedcore-Band. Machen wir Creedcore. With Arms Wide Open. Ja, machen wir das. Und ich bin am Dingskonzert gsi. Was? Creed? Metal Daddy Konzert. Wer? Oh fuck, wie heisst es? Deftones? Nein! Das, was ich gesagt habe, müssen wir auch coveren. Royal Republic. Machine Head! Machine Head. Ein Machine Head Konzert, Lechpop ist das gut gewesen. Dort hat es eine Schweizer Vorband gehabt. Fuck, wie hat die geheißen? Gurt. Ja. Alter! Der hat ja gechattert, du! Ja. Fuck me! Wir sind dort rein. Nico und ich, so die zwei Einzigen. Niemand tut die immer noch gesehen und Gang. Und dann sind wir dort rein und einfach, dann haben die Hure. Gurt kommt auf die Bühne. Das hat geklopft. Junge! Ja, die machen jetzt so gut. Das hat gefickt, hey! Also es war ja wirklich fucking unholy, wie das geklopft hat. So, hoho! Ja. Das ist wirklich, wir sind da gestanden, Nico und ich so. Metal! Das ist Metal, Junge! Und ja, das hat wirklich gefickt. Und dann hat Machine hat auch einfach gefickt. Einfach 2 Stunden am Stück, ohne irgendetwas. Ich nur so, Bruder, wenn ich 1 Stunde spiele, mag ich schon nicht mehr. Der andere da 2 Stunden am Saufen und Spielen und Crowd entertainen. Das ist heavy. Das war amazing, das war wirklich geil. Und dort ist eben der eine Song. Der Nu-Metal-Song, Der Nu-Metal-Song, ja. Vom Album von den 90ern mit Cornrows. Ja, wie heisst das schon wieder? From This Day. Ja. Das ist ein verdammter Banger. From This Day ist ein guter Track. Das ist der Song, wo er gemeint hat, dass der Garza ihn als Witz sagt, dass er es cool findet. Ja. Das ist so gut. Ja, vor allem, es ist ja der Nico hat die Story gar nicht gekannt.
Aha. Er hat es nicht gecheckt. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, der Song spielt Machine Head nur live, weil der Garza, der Gitarrist von Suicide Silence, mal auf einer Tour, wo sie zusammen gespielt haben. Er hat, glaube ich, ein Death Metal Band-Shirt da gehabt und dann sagt er so besoffen zum Rob Flynn, zum Sänger von Machine Head an, und hat so das Gefühl gehabt, hey man, I love your band. When are you playing From This Day Again? Und dann hat der Machine Head-Sänger, glaube ich, einfach das Gefühl gehabt... Er wird verarscht und so. Weil so ein Death Metal-Dude ihn verarscht hat wegen dem Album, wo alle Machine Head hateten wegen. Und der Garza hat für Jahre lang einfach gedacht, der Rob Flynn hasst ihn und so. Ja! Bis dann irgendwann einer im Rob gesagt hat, dass der andere das wirklich ernst meint. Und dann haben sie am Geburtstag von ihm haben sie das gespielt. Und dann sind sie, glaube ich, auf Tour miteinander, Machine Head und Suicide Silence. Voll. Und dann sagt der andere... Von hinter der Bühne, über die Bühne, Crowdsurfen. Und dann hat der Rob Flynn gemerkt, holy shit, der Song flatzt schon noch. Dann müssen wir wieder live spielen. Ja, aber ich habe ihn noch nicht gelernt, einfach so. Nein, wo du es gesagt hast, habe ich die Show von Machine Head im Dynamo Festival im 94 geschaut. Die ist Geschichte, das war heftig. Das ist so heftig. So heftig. Und so Zeug gibt es einfach nicht mehr. Die haben einfach so Energie gehabt, holy shit. So Zeug noch. Hey, klar. While She Sleeps mit dem roten Album. Ich glaube, ich sehe so Energie in den HC-Shows, weil ich schaue auch mega viel so live HC-Shows und meistens sind so jüngere Bands, die einfach voll der aber ich meine so, aber das sind nicht so grosse Shows. Nein, nicht so grosse Shows. Weil ich meine jetzt, das letzte Mal... Also aber es geht um die Energy. Ja, aber die Energy, ich meine ja so Energy, also grosse Sachen, wo einfach so... Gut, aber wann haben die gespielt an dem Festival? Um welche Uhrzeit? Ich glaube, es war noch ein Tag. Das war Nachmittag, oder? Also das war auch eine kleine Band zu dem Zeitpunkt. Ja. Gut, die haben da keine Handys gehabt, so. Von dem her. Sie haben die ganze Energie piled up gehabt. Heutzutage sind einfach alle drained vom Leben. Das stimmt, heutzutage sind einfach alle die ganze Zeit... Alle sind so hyper-connected. Du bist einfach komplett drained. Du bekommst... Du kannst das gar nicht mehr. Du bekommst mit allen Katastrophen der Welt gleichzeitig... Real-time, bist immer erreichbar. Stell dir vor, in den 90er Jahren als Band auf Tour sein. Bruder, du hast du hast nicht mal am Handy gehabt. Bro, du hast ja keine Ahnung, was für Fick mal läuft für uns. Du hast fucking die Public Telefons gehabt. Du hast Postkarte geschrieben? Postkarten und Public Telefons, ja. Und nachher bist du so... Du hast meine Telefonnummer lernen. Du bist auswendig, du hast Telefonnummer auswendig. Du bist einfach so auf Tour gewesen und hast einfach so 2 Monate nichts gehört von irgendjemandem. Ja, das Einzige, was du gemacht hast, ist auf Tour sein. Darum sind die Bands also insane gewesen in den 90ern. Ja, klar, also die haben ja nichts anderes gemacht, wie auf Tour sein und mit anderen Bands hängen und saufen. Da kannst du ja nur komplett crazy gehen. Und es ist wirklich... Was im Tour was passiert ist im Tour was geblieben. Niemand hat aufgenommen, deswegen so crazy Stories von Leuten, die irgendwie Fernseher gehört haben von Hotelzimmer und was auch immer. Oder Ozzy, der Scheisse geschmiert hat an der Wand und so. Sänger von Dillinger Escape Plan, der auf der Bühne gesagt hat, nach uns spielt noch so viel Scheiße, das heisst, ich kann jetzt noch ein bisschen mehr Scheiße sehen, dann in den Beutel gekackt hat und sich ins Publikum gerührt hat. Okay, das habe ich nicht gewusst. Fuck. Ist auch insane, ja. Naja. Das stimmt so. Ja, das macht schon Sinn. Aber eben das letzte Mal, als ich wirklich so viel Energy gesehen habe, ist eben so Whiteout, nicht Whiteout, was ist natürlich ein Whiteout gewesen. Aber While She Sleeps mit dem roten Album, was ich Vorband sind von Boulder from a Valentine im Z7. Nein, das Album ist schon heavy. Das hat einfach also die sind nicht auf die Bühne gekommen, dann haben sie einfach die ganze Bühne zerlegt und sind wieder gegangen. Dann hat Boulder from a Valentine gespielt. So, okay. Ja. Ich habe letztens wieder mal ein bisschen Pantera gehört. Das ist auch einfach pure Energie, Alter. Pure Energie oder Pure Energy? Beides. Ja gut, das ist recht. Hillbilly Energy, Alter, ich schwöre. Ja, fuck, das stimmt. Ja, so Zeug, das ist wirklich so, ja. Gut, aber eben, die haben ja wirklich auch nur die haben ja, du hast in den 90er Jahren oder in den Anfangs 2000er hast du ja auch nur den Auftritt gehabt, um dich irgendwie zu vermarkten. Ja, gut, Labels haben ja auch Push und so. Ja, ich meine, aber Distribution, nein, ich meine... CDs im Saturn und so. Ich meine, an einem Tag, an einem Festival. Aha, ja, das ist tatsächlich... Du hast genau den Slot auf der Bühne gehabt, um irgendetwas öffentlich zu machen. Ja, fair. Sonst... Nein, sie haben schon Radio-Show-Interviews und so. Ja, aber Radio-Show-Interviews sind für nichts. Das gibt's damals schon, nein, damals schon. Ja, aber das ist nicht so wie zum Beispiel Paleface, wo schon im Backstage Bürostuhl rumrührt und dann ist das schon viral gegangen, bevor sie überhaupt auf der Bühne stehen. Ja, fair. Weißt du, wie ich meine? Ja.
So, sie sind dann nicht irgendwie im Backstage am Videos für TikTok machen. Du hast Headbangers Ball gehabt. MTV Headbangers Ball. Jo, aber auch dann, das war eine Show von 100 auf dieser Tour. Nein, zum Beispiel Headbangers Ball und Dings. Ich habe letztens ein Video gesehen von einer Band, wo durch Beavis and Butthead einfach riesig geworden ist. Es ist auch ja, aber weißt du, du checkst glaube meinen Punkt nicht. Mein Punkt ist, du musst nicht als Band jetzt im Backstage noch den Halbtag irgendwelche Content-Scheiß produzieren oder dein Business machen, damit du irgendwie kannst überleben. Die haben ja wirklich effektiv Konzerte gespielt, von diesen Konzerten können leben und dann halt einfach dumm da auf der Bühne. Einer von CD-Verkäufen hätte ich gesagt. Ja, von der Musik halt. Ja, die haben nicht du hast nicht mehr so ein fucking Content Creator sein, definitiv, ja. Ja, die haben einfach können dumm tun, einfach eine Party machen und dann ihre hässliche Musik machen. Du kannst einfach ein Musiker sein, heute sagen wir schon. Eigentlich sind es wie Taoist. Aber dass wir nicht davon leben. Ja, aber wir machen auch keine Content Creation und sind einfach nur am Spass haben, Konzert. Ja. Das ist ja verboten mittlerweile als Band, Spass haben, Konzert. Ja, unglaublich. Das darfst du ja nicht mehr. Ja. Nein, du musst wie ein Mönch sein. Nein, du musst nicht wie ein Mönch sein, du musst ernst sein. Ja. Ernst musst du sein. Einfach sad. Sad und ernst. Serious. Voll. Serious Business. Serious Snape. Serious Black. Ja. Das wäre das ambitious Crossover. Serious Snape, Alter. Aber das wäre eine gute Beziehung. Das wäre gut. Oh, Bruder, ich will Geld geben. Ich will zahlen für eine Fernsehsendung, wo der Sirius und der Snape ein verheiratetes Pärchen sind und so einfach so münd. Es gibt fix Fanfiction. Nein, ich will nicht eine Fanfiction. Ich will nicht irgendwelche Schmuddelpornos lesen. Ich will eine Fernsehsendung, wo so eine Reality-Show ist, wie Frauentausch oder so, wo einfach der Snape und der Sirius Black zusammen in einer Wohnung eingesperrt sind und sie müssen dort leben. Und sie haben einfach eine WG und müssen so den Tag durch ihren Jobs nachgehen. Ja, und dann am Abend müssen sie die WG. Ich meine, sie machen jetzt. Kochst du? Und das sind sie machen jetzt eine 10-jährige Fernsehserie von dem, vielleicht ist es ein Spin-off. Ja, wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich. Aber Hope Dies Last. Warte schon, bei der neuen Fernsehsendung ist ja das. Das ist Severus Black, nicht Sirius. Ja, genau. Schumcher. Severus Black. Ja, und jetzt entweder hassen ihr mich jetzt, weil ihr woke sind, oder ihr findet es lustig, oder ihr habt den Joke nicht verstanden. Ja, selber schon. Hast du ja so einen guten gesehen? Irgendwo Instagram ist so gestanden, ich wollte eigentlich nur, dass alle leben können, dass niemand misshandelt wird, dass wenn du schaffst, dass wenn du einen Job hast, dass du von dem einen Job kannst leben und dass quasi, wenn du Steuern zahlst, dass du das so Straßen und öffentlicher Verkehr und so finanziert wird. Und dann ist unten dran gestanden so, my brother in Christ, you're a far left. You're a far left extremist. Und ich habe so, was? Ist das effektiv so, dass man mittlerweile, wenn man will, dass Menschen nicht scheiße behandelt werden, dass man dann linksextrem ist? Ich glaube, wird schon so pegelt, ja. Also gut, bei uns ist es jetzt vielleicht noch nicht so schlimm, aber so bei den amerikanischen Nachrichten habe ich wirklich das Gefühl, dass wenn du so Sachen sagst, also dass quasi alles, was irgendwie ein bisschen links ist gerade, du bist ein Kommunist! Eben, oder sobald du irgendetwas mit ein bisschen Sozialismus sagst, einfach komplett Kommunist. Pam. Abgestempelt. Aber ich finde auch immer die Kommentare dann geil. You and your socialist propaganda. Und ich so, ja, aber was ist als sozialistische Propaganda? Was ist als Sozialismus jetzt schlecht? Ja. Das hat ja nicht, also dass man jetzt nicht muss 4 Jobs haben und dann trotzdem nicht kann davon leben. Das ist halt der Red Scare, die ganze Kultur gegen den Kommunismus, die sie seit 50 Jahren, 70 Jahren. Das ist eine ganze Kampagne. Ja, einfach nur, dass der Donny und sein Kollege ein bisschen Geld können haben. Ja. Aber du magst ja Pedalboard. Du meinst bei uns, wir sind wieder absolut gar nicht mehr wie unseren Talking Points eigentlich? Nein. Oh mein Gott, ich habe Talking Points gesagt. Wolltest du mich eigentlich gut schlagen? Wir sind professionell. Wir sind professionell. Selber. Ja. Ja, ist gut. Hat's erledigt. Ich habe Jedi Mind Trick gemacht. Talking Points. Yeah. Ja, ich habe Pedalboard aufgestellt. Bullet Points, ja. Also Punkt, wo ich jetzt aus Gründen nicht... Go to the next slide. Can we circle back on that one? It's a good point, let's put a pin in it. Ich bin der Wort am so bitte.
So, was haben wir denn für your energy will be wasted on this. Was haben wir denn für Learnings rausgezogen? Oh, ich kann ein Learning daraus sagen. Wird aber ein bisschen längere Story. Ja. Also, es gibt Gründe, wo ich jetzt nicht weiter kann und wird darauf eingehen. Und was mir erlaubt haben, mein Pedalboard nochmal neu zu bauen. Und ich habe im Thomann alles bestellt. Ich habe mir das Pedalboard, also das Aluminium-Case, das Aluminium-Dings bestellt. Ich habe das Helix bestellt. Ich habe das Expression-Pedal bestellt. Und ich habe mein Wireless bestellt. Und dann bin ich smart gewesen und dann gedacht, gut, ich bestelle Kabel noch nicht. Weil, wenn ich es habe, das Pedalboard, wenn ich es habe, kann ich es zusammenbauen, das Pedal draufsetzen, so wie es sein müssen, und dann messen, wie lang das Kabel sein müssen. Smart, oder? Das war gar nicht mal so dumm von mir eigentlich. Dann, ich habe es ausgemessen. Ein Kabel muss 10 cm sein, ein Kabel muss 20 cm sein. Mehr Kabel brauche ich nicht, weil ich gehe vom Wireless ins Helix und vom Expression Pedal ins Helix. Und haha, das wär's gewesen. Jetzt alle Boomers hässig. Das geht nicht! Man braucht eine App! Man braucht nicht einen digitalen! Man braucht mindestens ein Pedal für einen Effekt! Gut, statt der X6 Stomp und der Expression Pedal hättest du auch einen Line 6 Pod Go holen. Nein, der ist viel grösser. Und kann weniger. Ja, ein bisschen größer schon, aber der hat Expression Pedal gebaut. Ja, aber dann bräuchte ich immer noch das Wireless. Das ist ja, darum mache ich es ja so. Ich habe auf meinem Pedalboard habe ich alles, was ich brauche zum Spielen. Ich habe nichts mehr, ich habe nichts mehr rundherum. Wenn ich ja jetzt ein Pod Go hätte, bräuchte ich ja noch ein Wireless. Vor dem Pod Go. Wie machst du Wireless jetzt nochmal? Was hast du gesagt? Ich habe das Pedalboard Wireless. Ich habe ja, meine Wireless Unit ist Sennheiser XSWD. Das ist ein Pedalboard Pedal. Die ist einfach auf dem Pedalboard drauf. Also ich habe jetzt Helix, also HX Stomp, nebendran das Pedal vom Wireless und dann das Expression Pedal. Die 3 passen souverän auf mein Pedalboard drauf. Und darum habe ich das eben so gemacht, weil durch das, dass ich das so gemacht habe, vielleicht können wir ja noch ein Foto einfügen, aber dann müssen wir Ricky etwas editieren, das machen wir nicht. Ja. Also ich muss es einfach so vorstellen, ich habe ein Pedal, das so gross ist wie so ein Pedalboard, das etwa gleich gross ist, oder vielleicht sogar ein bisschen kleiner ist wie so eine PC-Tastatur normale. Ja. Und dort ist wirklich alles drauf, was ich brauche. Und wenn ich eben jetzt, darum habe ich auch so den Kollegen das Gefühl gehabt, oh, jetzt kannst du dir einen Quad Cortex kaufen. Und so. Nein, erstens brauche ich es nicht, weil das Helix tönt genug gut für das, was ich brauche. Zweitens, ich kann es schon. Ich habe das gleiche als Audio-Interface auf meinem Tisch. Das heisst, wenn ich die Heim recorde, kann ich einfach die Sachen hin und her schicken. Also ich kann genau das gleiche Interface, wie ich nachher live brauche. Das heisst, ich kann bei mir die High-Patches basteln und die dann auf mein Helix tun und dann live brauchen. Und eben, es passt alles auf das Pedalboard und ich muss nichts mehr zusätzlich mitnehmen. Wenn du bist einfach ein Creature of Habit. Ja, nein, mit dem Ding, das Problem ist, mit dem scheiß Ding bräuchte ich noch ein Wireless und ein Expression-Pedal. Dann hätte ich auch wieder nicht mehr... Mit welchem? Mit dem Quad Cortex. Okay, ja, Quad Cortex. Bräuchte ich das Wireless und ein Expression-Pedal dazu. Und dann hätte ich auch wieder ein Pedalboard, das 3-mal so gross ist, wie das, was ich jetzt habe. Weil das, was ich jetzt habe, ist so klein, das kann ich ins Handgepäck mitnehmen. Ja. Und es ist genug gut zum Live-Spielen. Also. Ja, also die HX-Dings. Und zum Recorden, wenn du eine anständige Impulse-Response drauf tust, dann ist es genug gut. Also dann kannst du auch recorden. Also ich habe die letzten 5 Versi-Songs mit dem HX Stomp recorded und ich kann dir im Fall nicht sagen, ob es noch reamped sind oder nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Sie haben es mir nicht gesagt. Ja. Bei einem weiss ich, dass er reamped ist, aber die anderen, keine Ahnung, ob dort nochmal ein Amp drüber ist oder ob sie es einfach direkt verwendet haben. Right. Weil wir haben ja immer noch DI-Tracks mitgeschickt. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich heute das angeschlossen, weil die Kabel sind gekommen. Und dann habe ich mein Expression Pedal gebraucht. Für alle Leute, die nicht wissen, was ein Expression Pedal ist, das ist also eigentlich wie so ein Kippschalter, wie so ein Drehregler, wo man kann, wenn du jetzt früher im Auto, bevor alles Touchscreen war, Lautstärke einstellen, ist doch so ein Rädchen gewesen. Lauter, leislicher, oder? Ja. Es ist eigentlich so etwas. Du kannst dann mit dem Rädchen, mit dem Einstellen, kannst du wie einfach eine Einstellung weitergeben. Also du kannst dann quasi auf einem Effekt die Lautstärke lauter und leisiger machen. Es ist ein gradueller Schalter. Ja. Oder? Ja, es ist ein Spotti. Es ist ein lineares Spotti. Eben, lineares Spotti. Aber wenn wir jetzt lineares Spotti sagen, werden 90% der Leute das Gefühl haben, Bruder, was? Es ist das Gleiche wie das Rädchen, das du im Auto hast, können Sachen einstellen. Weißt du, wie deine Lautstärke am Handy lauter und leisiger kannst machen? Ja, aber das ist kein Rädchen, das sind Tasten.
Das sind Knöpfe, das ist nicht das Gleiche. Ist das ein Rädchen am Auto gewesen? Früher, hey, Alter. Okay, ein Mausrad. Von dem Maus. Nein, einfach so ein Drehregler. Einfach so ein scheiß Drehregler. Ist doch ein Drehregler. Und einfach so drehst und dann wird es lauter und leislicher oder es wird heißer und weniger heiß. Also ich kann immer noch die im Auto im Fall. Ja, ich auch. Aber ich habe kein neues Auto. Mein Auto dürfte schon Bier trinken. Okay. Und ja, das ist eigentlich so etwas, was man einfach mit dem Fuß bedient. Quasi, wenn es zu ist, ist es auf 0, wenn es offen ist, ist es auf 100. Und jetzt ist es so. Also dann kann man quasi wie einen Effekt nehmen und dann kann man dort die Lautstärke von dem Effekt einstellen zum Beispiel. Oder ob jetzt etwas viel Distortion hat oder wenig Distortion, kann man mit dem einstellen. Ja. Und jetzt ist es so, Line 6 sind smart gewesen, damit du nicht einfach irgendwelche Produkte kaufst, dass du natürlich nur ihre Produkte kaufst. Das ist der Apple-Modell. Kannst du nicht einfach irgendeins von diesen Pedals nehmen und ein reguläres Kabel. Also ein reguläres Patchkabel. Das funktioniert nicht. Ja. Und in dem Moment, wo ich gesehen habe, dass wenn ich raufgehe, dass das Ding einmal von 0 auf 100 geht und dann bin ich in der Hälfte gewesen, und dann geht es, wenn ich weiter raufgegangen bin, eigentlich müsste es in dieser Bewegung von unten nach oben, also wenn du den Fuß einmal kippst, müsste das von 0 auf 100 gehen und dann von 100 wieder auf 0. Ah, du machst schon umgekehrt? Es ist immer 0 da. Die normal ist da und das ist aktiviert? Bei einem Whammy ist es schon. Ah, okay. Das Whammy macht immer... Ja, weil du machst ja... Du willst ja eigentlich den Effekt gehst du ja geben, indem du so machst. Das Volume Pedal ist schon so. Dort ist 100-0. Ja. Aber beim Whammy ist es so, fair. wenn du raufgehst, ist es auf 100 und keine Ahnung, ist ja gleich. Weil es ist ja gleich, weil unten dran ist 0 und oben ist 100%. Und musst du zuerst drücken zum Aktivieren? Oder? Nein. Okay, nicht nein, so nein, also Whammy, okay. bei mir nicht so. Ja. Also nicht, nein, das ist auf dem Helix, kannst du einstellen. Ja. Und dann, also ich habe es so eingestellt, dass wenn es auf 1% ist, aktiviert es und wenn es auf 0% ist, wird es deaktiviert. Und dann, wenn du drauf gehst, macht es einfach in dem Moment, wo du es aufziehst, wird es aktiviert. Ja. Und dann ist es so gewesen, dass ich das natürlich beim letzten Paddleboard auch schon hatte, das Problem. Und ich so, shit! Ich brauche ein anderes Kabel, oder? Ich brauche ein anderes Kabel. Weil das kann man machen. Du brauchst einfach ein Kabel mit 3, wenn ihr euch an Kopfhörerkabel erinnert, die haben ja so 1, 2, 3, die haben ja 2 so Ringli gehabt. Und Gitarrenkabel und so, die haben meistens nur ein Ringli. Willkommen zum Tontechnik-Podcast. Das heisst, die haben 2 Pole. Das ist ein 2-poliges Kabel. Und du brauchst ein 3-poliges Kabel, dass es funktioniert. You've got to put a ring on it. Und jetzt ist das Geilste, weil durch das, dass das nicht so ein normales Kabel ist und alle Schweizer Musikshops scheiß Online-Shops haben, kann ich ein verficktes Kabel beim Thomann bestellen. Das Kabel kostet 5 Stutz, Lieferung kostet 9. Ja. Und ja, ich weiss, würden wir nicht alles beim Thomann bestellen, würden vielleicht auch unsere eigenen Shops das Zeug haben. Ja, aber unsere eigenen Shops sind so schlechte fucking Online-Shops, dass du nichts findest. Ich kann nur zustimmen. Also wenn du Musics etwas suchen willst, findest du es nicht. Also ich habe mal so einen Drehknopf, so ein Spotti. Alter, die Gitarre hat ein Spotti dran. Die Amps haben so Drehregler dran. Das ist alles genau, das sind ja alles so Drehregler. Ah, fucking hell. Also du findest nichts. Du kannst nicht gescheit filtern. Du kannst, wenn du es suchst, findest du es nicht. Besonders Nische-Sachen, ist halt so spezifische Sachen, ja. Auch wenn es hätte im Laden, du findest es im Online-Shop nicht. Und beim Thomann ist es halt so Gitarre, Zubehör, Pottis. Wie gross muss ein Potti sein? Es muss so lang sein, es muss so lang sein, es muss so lang sein. Ich arbeite in diesem Bereich seit 10 Jahren. Thomann ist Weltklasse. Das ist brutal. Es ist brutal, wie gut das ist. Alle Shops sollten das nachmachen, was Thomann macht. Filterung, Eigenschaften, alles. Das ist so krass, wie du dort einfach mit 10 Klicks alles findest. Ja, doch, Eigenschaften, ja. Du kannst alles. Ja, voll. Ich habe heute das Kabel gesucht. Ich kann sagen, wie lang das sein soll und wie viel Pole das es haben. Wie es ist das eigentlich so? Und beim anderen kannst du nicht mal, bei den Schweizer Online-Shops kannst du nicht mal nach Patchkabel filtern. Nein, weil es ist so, in der Regel, der Crux ist immer die Produktdaten vom Lieferanten und ich weiß nicht, wie sie es machen, aber sie haben so gepflegt, insane. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie Qualität anfordern. Ich glaube auch, sie haben einfach Lehrlinge, die einfach am Eintippen sind. Die haben ja auch die Fotos von den Gitarren und so. Und die machen die selber. Du siehst immer so 3 Produktfotos, die scheiße sind. Ja. Und die 3 Produktfotos, das sind die, was von den Lieferanten haben. Ja. Und die anderen Fotos, die guten, haben sie alle selber gemacht im Studio. Die machen, glaube ich, alles in-house. Das ist insane. Einfach vorbildlich. Das ist brutal gut. Ja. Und wir machen nur eine Werbung für Thomann. Vor allem, sie liefern auch, also wenn du Schweiz angibst als Zahl, also Schweizer Franken. Sie haben ja jetzt ein Lager in St. Gallen, ne? Nein,
Nein. Und Zwischenlager? Nein, ich glaube, sie haben mehr einen Deal mit der Post, dass das irgendwie direkt abgeholt wird und dann irgend so etwas. Ich weiß nicht, was es genau ist. Auf jeden Fall, du musst nicht mehr versteuern. Ja. Früher hast du noch Steuern zahlen, also hast du noch Steuerrechnung begleichen. Aber es ist der Post gekommen und so wie, hey, ja, die Rechnung musst du zahlen, 20 Franken, ja. Sonst kann ich sie nicht geben. So wie, und jetzt ist das einfach, wenn du im Thomann den Online-Shop aufmachst, ist das einfach alles drin. Der Preis, den du da siehst, ist der Preis, den du zahlst. Ja. Alle Steuern, alles, alle Versandkosten, alles. Ich muss mich wirklich immer kontrollieren und nicht jeden Monat etwas bestellen. Ja, nicht scheiße. Falls du irgendetwas brauchst, Alter, ich muss wieder etwas bestellen. Ich muss mich kontrollieren. Ich kaufe einfach noch Seiten. Mhm. Ja, und das ist jetzt geil, das kann ich jetzt wieder machen. Und das ist gut, da ich nicht mehr Live-Gitarre spiele, muss ich Seiten nicht so verbrauchen wie früher. Hey, seit ich New York YXL brauche ich auch nicht mehr so viele Seiten. Ich dann trotzdem jeden Monat irgendwie Seiten. Nein. Yes. Ich meine, ich brauche meine Live-Gitarre nur für live. Und dann putze ich sie nachher und die Seiten sind am nächsten Tag immer noch gut. Ja, NYXL hat eine längere Lebensdauer, das stimmt. Kostet auch 2 bis 3 Mal so viel wie andere. Nein, sie kostet... Wie kostet das Päckchen? Ich kann dir jetzt schon sagen, dass es viel besser ist. Sie kostet... Nein. Und sie sind nicht so teuer. Je nachdem, wenn es also ich bestelle sie immer. Gut, du musst auch Base-Seiten bestellen, RIP, Alter. Aber auch die sind nicht so viel... Dort sind sie vor allem nicht so viel teurer. 50 Stutz? Nein. Ich habe letztens für meinen Bass die XL-Seite gekauft. Also NYXL? Ja, die haben 34 Stutz gekostet. Die regulären kosten auch so viel. Okay. Das ist wirklich nicht so viel teurer. Das ist wirklich nicht schlecht. Gitarre weiss ich noch, weil ich zahle etwa 10 Stutz für meine Strings. Und für NYXL sind damals glaube ich 16 Stutz. So. Ja, aber die 6 Stutz lohnen sich im Fall, glaubst du mir? Doch. Aber ich bin ziemlich happy mit meinen Strings. Ja, das ist okay, das ist gut für dich. Ich bin ziemlich happy, seit ich die anderen habe. Weil ich habe jetzt mit Bruder die Gitarre, Taois Gitarre, ich habe sie geputzt nach dem Konzert. Ich habe sie wirklich geputzt, ich habe sie abgetrocknet nach dem Konzert im Grüntal. Ja. Bruder, die Seiten sind verrostet. Alle. Mit der New York XL ist das noch nie passiert. Ja. Und ich habe auch schon sweaty Shows. Ja, NYXL steht für New York XL. Bist du sicher? Ja, es steht immer. Du kannst das gerne sicher nicht New York XL. Doch! Nein. Doch! Bin mir zu 90% sicher. Wenn nicht, dann habe ich glaube gekifft, aber ich bin mir fast sicher. Ich glaube nicht, dass es auf jeden Fall mit denen ist mir noch nie passiert und mit denen habe ich schon sehr sweaty Shows gespielt. Okay. Sweaty. By the way, Irony of Fate, stabiles Outfit gehabt. Tatsächlich New York, what? Was ist das für New York XL? Ja, weil da Dario von dir kommt. Versprechen, dass er alle falsch aus. Dear Dario! Ja. Okay, hören wir auf. Ich bin am Heiteren gewesen. Ja. Ich könnte sonst den Podcast von der Lexi und der Yasi hören. Chaos Team. Chaos Team Podcast, genau. Weil ich bin bei einem Kunden gewesen, am Freitag irgendwo nur dümpeln. Und dann haben wir die Lexi angerufen und ich so, hey, ich kann gerade nicht. Ich rufe an, wenn ich vom Kunden zurückfahre. Dann bin ich ich weiß auch nicht, irgendwann um 4 Uhr umeinander, 4:30 umeinander losgefahren. Der Lexi angerufen und Lexi so, hey Bella, bei uns ist jemand ausgefallen im Team, weil die Lexi und Yasi sind zusammen mit noch ein paar anderen verantwortlich für Social Media am Heiteren Open Air. Also für die Live-Aufnahmen und Fotos und alles, das ist alles Lexi und Yasi. Fabio Schade, oder? Fabio. Ja, und Fabio, genau. Ja. Und der Fabio macht Videos und Lexi und Yasi machen Fotos. Der macht übrigens Fotos für Breakdown Sanity. Ja? Ohne bei mir gearbeitet im Büro. Ja, was? Ja, der ist eben ausgefallen. Der hat noch einen Notfall gehabt. Okay. Und dann hat Lexi so, und ich so, shit, ja, ich habe kein Auto an dem Tag gehabt, weil ich ans Geschäftsauto gegangen bin, da konnte ich nicht hinfahren. Und dann hat Lexi, und dann haben wir es irgendwann... Also hättest du schon können machen, ohne etwas sagen? Hä? Hättest du schon können, ohne etwas sagen? Ja, aber wenn etwas passiert wäre, wäre nicht gut gewesen. Darum machen wir nicht. Ihr habt das nicht gehört von mir. Ich gebe keine schlechte Idee. Ja, also du, was ich, also wenn wir mit eurem Geschäftsauto irgendwelche Scheiße bauen, ist das nicht unser Problem. Einfach am Wochenende driften. Sorry, der Vicky hat gesagt, ich kann schon mit dem Geschäftsauto fahren. So, nein, ja, funktioniert nicht. Einfach den Hügel abdriften. Kannst uns nicht, wir sind nicht liable für das. Nein. Auf jeden Fall ist dann irgendwie, habe ich dann so das Gefühl, ja, ich weiß im Fall nicht, ob das kann, weil ich bin irgendwie erst um 5:30 die Hause, 6 und dann müssen Ding. Und dann haben wir so, hat Lexi sogar angebracht, dass ein Parkplatz freigeschaufelt worden ist für jemanden, der mich abholt. Oh. Und dann die Person auch noch gerade ein Ticket bekommen hat für den ausverkauften Freitag. Es war am Freitag. Das ist einfach quasi, ich so, hey, ich komme.
brauche einen Parkplatz, ich gehe mit dem Zug dorthin, jemand kommt mich holen und die Person, die das Ticket bekommt, ist gut. Ich schlafe heute, glaube ich. Lexi und das Team vom Heiteren, dann Lexi sagt, okay, ich klär's. 10 Minuten später schreibt mir Lexi, yo, ist safe. Geil. Weil das Team vom Heiteren Open Air in Zofingen dann einfach quasi gesagt hat, ja, ist gut, Ticket, kein Problem. Und Parkplatz auch kein Problem. Willst du ein Video raussuchen? Ja, man kann es schauen, ich habe dir das nicht geschickt. Auf dem Heiteren Open Air Account ist eins drauf. Und auf jeden Fall bin ich dann dort angekommen. Ich bin irgendwie am 7. dort angekommen. Die Lexi ist rausgesäckelt, hat mir einen Backstage-Pass angerührt, mich hintergeschleppt, mir von Fabio die Kamera in die Hand gedrückt worden. So eine teure, grosse Sony-Kamera. Und ich so, okay. Ja. Dann ist mir kurz 2 Sekunden erklärt worden, was ich muss machen muss. Dann hat Lexi mich vor die kleine Bühne gerissen, wo gerade Mimix am Auftreten war, ein Schweizer Künstler. Ich habe dort gefilmt und geschaut und dann war das okay gewesen, und dann ist der ganze Abend eigentlich ziemlich im fucking Eiltempo vorbeigegangen, weil ich nichts anderes gemacht habe, mit der Lexi hinten drin säckeln, Sachen filmen. Und ja, also eigentlich, ich habe dann die Lexi gesagt, ja, du machst das ja für die Bands schon immer, das kommt schon gut. Ja. Und ich so, ja, okay. Aber ich bin dann doch ein bisschen verwirrt gewesen, als ich plötzlich im Graben gestanden bin vor der grossen Bühne am Heiteren und einfach so das Gefühl hatte, okay, links ist gerade ein relativ erfolgreicher Künstler, rechts 12'000 Leute. Ja, voll. What the fuck is going on? Also jetzt hast du das als Erfahrung in deinem Portfolio, als Content Creator. Ja, ich habe Angst, dass ich nächstes Jahr muss mit der Lexi das ganze Wochenende filmen muss. Hast du das Video noch nicht gesehen? Ich zeige es dir schnell. Es könnte sein, dass ich es gesehen habe. Also ich habe es garantiert gepostet, überall. Ja, das ist sehr lustig, es ist sehr interessant gewesen, hat Spaß gemacht. Und ja, es ist wirklich cool. Ah ja, look. Das ist es, glaube ich. Da ab der Hälfte sind es Mini-Videos. Ja. Ja, ja, das ist noch nicht ich. Genau, jetzt ab. Nein, das bin auch nicht ich. Das auch noch nicht. Jetzt, ab da sind es Mini-Videos. Und am Schluss bin ich dann besser reingekommen. Ja, so gut aus. Ja, es ist wirklich. Also es war eigentlich ganz okay gewesen, weil so hast du ein bisschen Leute im Publikum gefilmt, hast ein bisschen Leute auf der Bühne gefilmt, und dann habe ich es nicht selber schneiden und dann hat es gut ausgesehen. Ja, voll. Das ist ja gut. Und dann haben wir sogar noch auf den Soundturm rauf können, professionell von dir. Zum Videos machen, wenn bei Videograf, wenn bei Hecht Konfetti spicken. Und bei dem fancy DJ haben wir auch filmen, und dann haben wir gemerkt, dass wir gar nicht wie hat der geheißen? Keine Ahnung. Irgend so ein grosser DJ. Dann haben wir es filmen und fotografieren, sind in den Graben gestanden und haben gemerkt, ja, dem sein DJ-Pult ist so weit hinten und so hoch und so tief, dass man nichts sieht. Ja. Bei dem haben wir dann, glaube ich, auch noch Crowdshots gefilmt. Das war noch cool. Ja, kannst du auch machen. Ja. Profesh, oder? Profesh, ja, das war wirklich cool gewesen. Das hat Spaß gemacht. Also ja, Profesh. Also ich glaube, meine Videos sind wahrscheinlich 40%, das Editing von Fabio ist wahrscheinlich die restlichen 60%. Ja, aber vielleicht auch, du hast auch einen guten Tag für das, machst du auch seit Jahren. Ja, gut. Ich sage ja sowieso immer, ich bin eine schlechte Dings für die Lexi, weil die Lexi sagt immer, man muss können fetteln, man muss wissen, was man macht mit einer Kamera, um gute Fotos zu machen, und dann, wenn die Lexi mir ihre Kamera in die Hand drückt, schaffe ich es von ihr amigs 1-2 gute Fotos zu machen, und dann sage ich immer, ja gut, also in dem Fall liegt es einfach an der Kamera. Die Kamera spielt auch eine Rolle. Ja gut, ich habe ja die Lexi aber auch schon mal gezeigt, was man muss machen zum Foteln, und ich bin ja auch schon, ja gut, ich filme auch schon Konzerte und so Zeug ein bisschen, von daher, hey, irgendwie würde ich glaube einfach unwissentlich inzwischen hast du glaube ich schon etwa die Erfahrung, wo ein weiss Videografer muss ich jetzt noch in welchem Kriegsgebiet oder was? Entweder das oder irgendwie King Partys irgendwo filmen. Weiss hat alles möglich. Also Whiteout-Konzert. Ciao, das Konzert, alle in der Badhose unterwegs. Ja. Das war so funny gewesen. Ja, easy. Bülimann. Ja, nächste Woche ist Stadtfest Bülach. Ja. Wie viele von euch wissen, bin ich in Bülach und so aufgewachsen. Und dort ist der Nicola von People Die at the Fair hat mir Anfangswoche oder am Samstag etwas geschickt, wo ich einfach das Gefühl habe, Bruder, what the fuck? Das Bülifest hat anscheinend das Maskottli. Das ist der Bülimann. Und das ist ein absoluter
absoluter Fiebertraum. Vielleicht ist er euch auch schon über den Weg gekommen, wenn ihr in den letzten 2-3 Tagen mal Taoist-Stories angeschaut habt. Weil der Ricky und ich haben das Ding so brutal funny gefunden, dass wir einfach Taoist-Stories, Screenshots gemacht haben und Taoist-Stories draus. Und es ist wirklich creepy wie Sau. Ich weiß nicht, wieso dass es mir so viel Freude gibt. Aber es ist so ein wie würdest du den Bühli mal beschreiben? Ich glaube, es ist so wie ein Anime-Charakter, der einen 5-Jährigen gezeichnet hat. Okay. Ich habe das Gefühl, es sieht aus wie so eine Emo-Pinocchio-Sex-Doll, wo weirdly auch noch eine Hitler-Frisur hat und gleichzeitig auch aussieht wie eine Karikatur von einem Schwarzen aus den 70er Jahren, ohne dass es schwarz ist. Ich weiss nicht wieso, irgendwie, es ist einfach fucking creepy. Ja, es ist einfach creepy. Das ist einfach creepy. Ja. Aber irgendwie halt so, es bleibt dann im Kopf. Ja. Das ist schon smart. Wir müssen den Bühli mal für das Musikvideo haben. Oder den Bühli mal am Crowd killen. Ja, das ist schon geil. Das wäre geil. Machen wir einen Bühli mal Twist. Fragen wir mal, ey, Bühli mal, kommst du da ins Konzert? Ja, voll. Oder fragen wir nach der Bülach-Festwoche, Dings mal so wie, hey, statt wegzuhören. Alles einfach Alter! Nein, dann einfach am Nico beauftragen, er soll es anziehen. Einfach dann machen wir die ganze Zeit so ein scheiß Junge, dann werden wir Paleface 2. Wir haben keinen Bürostuhl, wir haben den Bühli mal. Wir reden einfach den Nico in Bühli mal Kostüm. Alter, aber weißt du, das wäre so geil, wenn du einfach so, dann so Videos hättest, wie du einfach so crowded ist und dann einfach so der Bühli mal so kommt crowdsurfen. Ja. Ich wollte schon unbedingt das T-Shirt-Design mit dem Bühli machen. Es ist wirklich... Vor allem danke Nicola von People Died Affair. Das ist wirklich geil. Danke, dass du aus der Bühne mal gesagt hast. People Died Affair haben auch etwas released. Nein, eins, ja. Ja. Wenn wir jetzt auf unseren letzten Talking Point noch eingehen, oder ist das wie so, weil wir haben einen Talking Point? Nein, den haben wir schon mal erwähnt. Vor Jahren. People Die. Sorry. Ich kann nicht mehr nach mir selber, das ist grusig. Falling Empire, ja, der ist grusig, der Song. Der ist richtig geil. Voll, weißt du. Ja, easy. Also. Soll ich welche Musik drücken für die News? Ich glaube, das zweite. Wir gehen zu den News. Metal Servola, Breaking News. Ja, genau. Und wir sind da. News, Releases von der Schweizer Local Scene. Und wir fangen da mit No Less Violent. Und der erste Song ausgebracht, Lies. Was ist das für Musik, Ricky? Das ist Metalcore. Metalcore? Ja. Metalcore! Wow, glaube ich. Metalcore. Gut. Damn, 2700 Monthly Listeners mit einem Song. Holy shit. Das ist ja insane, Wer Boys. Ist das? Das ist doch nicht nur ein Song. Sie haben nur einen Song raus. Aber unten ist ja... Sind ja mega viele Playlists gesehen oder was auch immer? Artist Playlist. Playlist. Ja, okay. Also in der New Metalcore Playlist vom Riff Cult drin. Okay. Mach mal, kopier das mal. Submit Request. riffcultjp@gmail.com. Mach Ctrl-C. Da musst du fix zahlen im Fall. Ja, und ist doch gleich. Ja, dann... Promo, Bruder. Ich zahle für Playlists. Ja, jetzt mach gleich, schick mal. Ich schick's dir mal, ja. Nachher, Bruder. Mach einfach einen neuen Tab auf und fix sie. Okay. Wenn wir verlieren das sicher, bis dann. Hey, ich habe sie schon kopiert! So, okay. Dann, ja, also Respekt. 90 Listener in Zürich, das ist sehr gut. Prag, Helsinki, Budapest. Ja. Ja, die Playlist funktioniert, hä? Hure gut. Kudos, Jungs. Das ist sehr stark für den ersten Release. Weißt du, wenn die Playlist nicht so teuer ist, wenn das irgendwie 20 Stutz kostet? Nein, das ist, also der fängt bei 50 Stutz oder so. Ja, aber das. Return of Invest machst du lieber Ads. Ja, machst lieber Ads. Ja, wenn du Ads könntest machen, ja! Ja, dann musst du mal einen Rebrand machen. Rebrand? Ich gebe dir einen Rebrand. Nicht mehr Wunder, ob die Jungs in anderen Bands gespielt haben vorher. Schau sie mal an. Die haben fix in anderen Bands gespielt. Ja. Die sind alle 30 gewesen. Aber wenn sie nicht 30 gewesen das steht nicht. Sie haben mit Infinitas gespielt? Wenn sie nicht 30 gewesen sind, dann haben sie einfach böse Fotos. Lass mal schauen, ob es irgendwo steht. Hey, jetzt. Aber ich habe gelost und gut. Das steht eh nie nicht. No Less Violent. Ist das nicht ein Song von... Schweiz. Und von welcher Band ist das ein Song? Keine Ahnung. Das ist nicht Parkway Drive.
Warte schnell, es gibt eine Band, die einen Song hat, der so heisst. Ich weiß nicht, ob sie eine andere Band schon gespielt haben. Kommt mir nicht so bekannt vor. Bury Tomorrow hat der Song, der so heisst. Ja, ist wie so gleich eigentlich auch. Also die gibt es schon in dem Fall seit 2023, weil das ist der erste Song, wo sie releasen auf Spotify in dem Fall. He? Geil! Alright, fair. Ja, Yeah. top. Cool. Nice. Ticket to Nowhere haben wir mal angefangen Musik zu releasen. Das ist sehr cool, sie haben den Track Glasshouse rausgebracht. Ist wirklich sehr gut. Also, Zeig mal das Cover. Ah? Zeig mal das Cover. Damit ich es wieder im Kopf habe. Du musst mal Vocals hören. Vocals? Ticket to Nowhere. Wirklich sehr gut. Das Glasshouse. Ja. Ich gebe dir mal 1 Sekunde. Aha, ja. Fucking. Nein, fuck. du musst jetzt nicht wieder alles... Warum kommt er nicht? Ist gut, musst jetzt nicht laufen, ist gut. Kommt er No, nicht? stop it. Oh, fuck me. Stop it. Sollte ja auch so. Jo, was kommt nicht? Bruder, warum kommt da Jetzt mal, er löst deine PC-Probleme nicht auf dem Podcast. Verdammte Scheiße da, Lautsprecher, Army Babies, tatsächlich. Das ist korrekt. Warum kommt da keine Musik? Gott verdammt. Ricky. Okay, anyways. Why is everything broken? Ich weiß nicht, was Du musst das Studio wieder in den Griff kriegen, wenn wir es nächstes Mal aufnehmen. ist mit dem fucking PC? Ich glaube, es ist im PC, es ist nicht Spotify. Ja. Easy, ja. Cool. Dann Anyways, ja. Nu Metal Kings aus Schweizer Land haben einen neuen Song released auch noch. Ja. A Small District. Ah, da. Ja, jetzt, wo ich am Schnurren bin, musst du mir nicht reinspielen, du. Ich gebe dir noch einfach die Hälfte. Okay, cool. Eigentlich wollte... Kommt gar nicht. Gerade- Fuck off. Ich weiß nicht, was los ist damit. Scheiße. Es ist gefickt, Junge! So ein Scheiß. Anyways, ja, Small District. Eben, Small District hat einen neuen Song rausgeklatscht. Ballert wie Sau. Bouncy. Ballermann. Geil. Absoluter Nu Metal Banger Brett, Alter. Mhm. Love it. Was machst du jetzt wieder mit Ticket Mach to Nowhere? weiter, ich wollte das fucking zeigen. Ja, aber jetzt lass doch sein. Wenn du wieder ich bin wieder abgelenkt, wenn du da die ganze Zeug umdingselst. Oh, jetzt. Ah, deine Mutter. Bruder, let it be. Ja, die sind gut. Ja, das. Ja, die sind gute Metal. Ja. Aber Anyways, fuck it. Das heißt nachher. das haben wir wieder all verloren, weil wir einfach Ja. nur noch auf... A Small District, guilty. Einfach sick, heavy. Ja. Small District ist wie du, wenn ich dich accuse, dass du den Flow vom Podcast disruptest mit dem Ticket to Nowhere Ja. Dings, das nicht funktioniert. Mhm. Guilty. Ah ja. Und viele sagen, haben auch wieder mal einen Song raus-released. Jo. Als Enter the Arena. Jo. Ich weiß nicht, ob das auf League of Legends bezogen ist, aber... Oder Dings. Hunger Games. Oder Hunger Games oder World of Warcraft PvP oder whatever. Aber ja, ist geil. Ist heavy. Production ist fett. Mhm. Ich glaube SOS Basement. Ja, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, schon. Ja. SOS Basement hat, glaube ich, auch No Less Violent gemacht. Aber ja. Dann Trust the Shark Other Side. Die Boys haben wir ja in der ersten Folge interviewt. Sie haben den Song am Grenichen selber sogar noch einen Tag nach dem Grenichen, glaube ich, released. Ich glaube sogar am Samstag. Am Sonntag. Am Ja. Sonntag haben sie ihn released, dass man auf dem Highweg den Song hören kann. Ist voll. geil. Ja, gute Idee. So richtig oldschoolige Metalcore. Voll. Dann Ghostlights sind schon dann released und so ein bisschen experimental, ein bisschen, kann ich, Tech, Gent, Rap, Hip-Hop, Core. Hip-Hop, irgendwie so etwas, ja, voll, genau. Und dann, ich habe gesehen, der Syndrome ist ein Feature bei einem Track vom Rob Sigurd und der heißt Blood Angels in Klammern Warhammer 40k. Ich kenne mich mit Warhammer 40k nicht wirklich so aus. Ich nehme mal an, es hat etwas mit dem zu tun. Oh, das ist jetzt schade. Das wäre das Einzige, wie wir jemals könnten den Henry Cavill impressen, glaube ich. Nee, ich weiß. Hast du das Video gesehen, wo er fängt damit rumnörden über das mit dem anderen Typ? Ja! Das ist so gut. Nur wegen dem Video wollte ich auch Warhammer spielen, aber ich habe, glaube schon zu viele Hobbys, die Zeit fressen. Ja, und der Aufwand von diesen Figürchen painten und nachher spielen und so. Ja, gut. Ich habe gerade mein Paddleboard angemalt und es Ja. angebastelt. Das Schon Magic the ich habe Gathering mein Velo nimmt putzt. genug Zeit und
Jetzt habe ich auch wieder mal mit Oldschool RuneScape angefangen, mit dem Hardcore Iron Man. RuneScape? Ja. Oh, Bruder. Ja. Do I have news for you? You're old. Ich glaube, RuneScape habe ich nie gezockt. Ja, immer nur die Stämme. Ich habe 2004 angefangen, aber nie wirklich serious, immer casual. Aber wir kommen mal zu Konzert. Es ist schon mal auffallen, also wenn Casual Sex impliziert eigentlich, dass es auch Competitive Ranked Sex gibt. Ja. Es heißt Pornhub Leaderboards also. Es ist der Porn Awards. Was ist gedacht? Oh, wir müssen dann noch herausfinden, Kategorien für Metal Servala Awards 20. Apropos Pornhub, wir müssen noch Metal Servala Awards für das Jahr definieren. Ja, voll, definitiv. Bis jetzt hat es noch keinen. Keiner hat ihn verdient. Macht etwas. Best Release. Macht etwas. Was machen wir? Best Release? Best... Wir müssen schon irgendwie einen Community Award machen. Was ist ein Community Award? Wo alle können voten. Ja. Weil ich weiss, nachher gehen sie Großmutter spammen, so kannst du für mich voten. So. Oder wir machen jetzt wieder... Community Award ist gut, dann können wir auch mehr Reach über. Wir machen jetzt wieder Grammys. Wir geben einfach jede Band, jede Local Band ein Vote. Funktionieren Grammys so? Ja, es sind so ausgewählte Producers und nicht Künstler, glaube ich, sind Producers und also ausgewählte Leute, aber irgendwelche Leute. Ja. Wo votet und genau. Alter, hätte ich keine blonde Haare mit dem Schnauz gesehen, wie der Sänger von John Coffey. Das ist mega lustig. Du siehst schon wie Emily aus. Ja, aber die hat weniger Schnauz. Okay, ja, wirklich, musst mal John Coffey googlen. Es sieht wirklich, also wenn ich keine blonde Haare hätte, wäre 1:1 das. Ja. Anyway. Coffee. Nein, EY. EY, die Band. Die Band nennt sich nach dem Schauspieler? Das ist nicht ein Schauspieler, das ist ein Dings. Das ist nicht der Sänger. Das ist der Sänger. Ja, aber mach mal Google-Bilder auf. Ja. Dort, jetzt mal schlagen. Da gehen wir schnell noch eins runter. Was haben wir? Ja, da machen wir das. Da. Das oben an der Kamera. Wenn du ein bisschen fetter wärst. Machen wir das oben an der Kamera auf. Ja, fair, ja. Ich finde schon. Ja. Hast einen Punkt. John Coffey ist eine geile Band. Voll. Konzert, wir haben einige zum Auflisten. Ja, man braucht jetzt einfach schnell durch. Wenn wir mit dieser Liste durch sind, sind wir in der Ferien. Und dann müssen wir bei den Crowdkill Report Boys reinschauen. Ja, aber wir sind dann wo das ein Konzert hat. September weg. Yes. Und ich freue mich auf die Ferien. Und dann gehen wir den Crowd Report schauen. Die Boys machen jetzt wöchentlich, vorbildlich, immer noch. Das ist wirklich Kudos, Jungs. Und, die haben noch keine graue Haare, Alter. Ja. Also, easy. Erstes Konzert. Von Zippen und Neverend im Ebri am 28. August. Das ist in 2 Tagen, das ist am Donnerstag. Yes. Genau. Dann, 29. August im Post Squad Whipkringen. Das ist, glaube ich, die alte Kaserne, wenn ich es richtig im Kopf habe. Alte Post, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist Exorbitant Prices Must Diminish, Pandemic Death und Trafficking. Das ist am Freitag. Das ist der Freitag. Dann, Freitag und Samstag in Cornelfingen gibt es ein Cheer Air. Das spielt Hydra Hog, Broken Bass, FC Kleinstadt und Fluffy Machine. Und noch mehr. Das ist nur ein Auszug. Voll, das sind einfach ein paar. Die Namen, wo wir gerade gewusst haben, dass Schweizer Bands sind. Ja, voll. Über Hydra Hog und Fluffy Machine haben wir schon einen Podcast geschnurrt. Genau. Das sind sehr coole Bands, ja. Dann am 30.08. im Skatepark Dettwil unter der Autobahnbrücke ist Skatepark-Konzert von Rescue Cat, XOXO, Deconvolution, Excoriated, ja, Let Them Eat Money, Mind Operator, Crackfist und Disinclined. Richtig fettes Line-Up. Wichtig, es gibt keine Parkplätze. Kommen mit dem ÖV. Falls das Wetter nicht mitspielt, dann wird es in der Piccadilly Brücke weggeschoben. Also folgt mal die Leute, die es organisieren. Auf Insta, ich habe jetzt nicht mehr den Namen. Aber folgt einfach den Bands. Folgt den Bands. Wahrscheinlich schon posten, wo das ist. Ich freue mich auf das Konzert, wird geil. Yes, ja. Ich freue mich auch auf das Konzert, wenn ich nicht verhindert wäre. Ja. Ja. Dann, Visuality Festival ist am 30. August, das ist am Samstag. Spielt einige Bands, wir haben mal einen Auszug gemacht von den Bands
von der Schweiz, Expello, Secret, Death of Ruin und I Delusionist. Wie das Rüti Festival, der hat dann, ich glaube, Decapitated, also fettes Line-Up, coole Bands. Ja, ganz gut checken. Am 30.08. im Zack Jona ist Metal Fest mit Irony of Fate, Diagnosis, Sons of Coherence und Kerberos. Und am 30.08. nochmal, gleicher Tag. Wie viele Konzerte ist am 30.08.? Holy ist egal, fuck. mach jetzt wieder. Spielt in der Malibu Bern, spielt Forge, Niethöger und Upload. Genau. Am 30.08. nehmen wir das machen, wie Battle Snake, Alter. Okay, Einfach. Ja. We are Battle Snake! Voll. Am 30.08. im Grüntal, Winterthur, ist Goretal mit Golem of Gore, Gore Shower, Pussboil und Fetophagia. Das ist wirklich ein Line-Up für den Brian. Brian Line-Up. Also, Hat eigentlich der Dave von Vicious Rain Battle Snake am Grenichen gesehen oder ist er einfach so dort gestanden und hat Battle Snake gemacht? nein, ich glaube, es war nicht dort. Also Das wäre etwas, was wir müssen anschauen. Ja. Falls sich irgendeiner fragt, was Metal Serval Account dort gepostet hat und was wir dort zwei Kreuze Schwerter und eine Schlange gepostet haben unter dem Dings. Battle Snake. Ihr habt alle Battle Snake noch gesehen am Open Air Grenichen. Ja, Battle Snake, beste. Battle Snake ist das Beste, Mann. Ich hätte so ein T-Shirt kaufen. Bruder, wir hätten alle... Also wirklich, Battle Snake, einfach, dass ich es einmal gesagt habe. Das ist eine Band. Wenn du mir das einfach erklärt hättest, ohne irgendetwas, hätte ich das scheiße gefunden. So, ja, sie machen so Power Metal und Metal Metal und Heavy Metal. Und Heavy Metal und sie haben so Kostüm an. Ja. Und sie machen so komische Lyrics über Götter und Drachen und Biester. Und dabei ist auch sarkastisch, aber auch ernst gemeint. Ja, aber das ist, hättest du mir das einfach alles so gesagt, hätte ich gesagt, das ist ein Scheiß. Ich bin ja dort angelaufen und habe das Gefühl, ja, Omi, so Battle Snake, ist gut. Einfach, dass der Omi zufrieden ist, bin ich dort hin und dann habe ich eine halbe Sekunde auf die Bühne geschaut und das Gefühl, oh mein Gott, Bruder, das ist die beste Band ever. Das ist der Headliner vom Freitag. Das ist der Headliner vom Freitag. Ja, nein, ja doch. Ja. Nein, für dich der andere deutsche Band. Ja, Blackout Problems. Schon eher Blackout Problems und Lumpenpack. Ja. Aber Battle Snake ist voll. Noch geil. Das ist einfach sick. Auch am 30. August, Samstag, spielt Dark Gravity und Vibrant in der Medbar Lenzburg. Voll. Ja, am 30. August, wer hätte es gedacht, im Postsquad Wipkingen ist Baseville und Lichterwald. Auch am 30. August, in der Café de Bern, spielen Avalanche und die Carrie Mains. Am 30. August... Aber einfach zum Sagen, sehr geiles Line-Up, coole Bands. Ja. Höchste Empfehlung. Am 30. August in Lauert ist das Omitas Festival. Dort spielt Fear Lab, Chase the Pancake und Routines. Und darum kann ich auch nicht das Konzert im Skatepark. Voll. Skatepark bei uns die ja. Eine sehr hohe Empfehlung von dem Line-Up. Chase the Pancake, sehr gute Band. Fear Lab natürlich auch, aber... ja, ist gut. Hätte ich jetzt auch gesagt. Hättest du nicht gesagt. Jawohl, dann am 5. September im Rockaway Beach. Das ist nicht am 30. August. Nein, das ist ja laut. Wir sind fertig mit alle Konzerte am 30. August. Okay. Ja, wir sind du hast weitermachen mit 30. August. Ja, gut, dann am 30. August oder am 5. September. Im Sädel Luzern ist Chelsea Deadbeat Combo und Little Toe. Little Toe ist einfach ein geiler Name. Das ist ein stabil geiler Name. Und das ist in Rockaway Beach in Bern. Ah ja, stimmt, sorry. Voll. Nein, warte schnell, jetzt bin ich jetzt gerade verrutscht. Ja, Rockaway Beach Bern. Ja, sorry. 5.9. Rockaway Beach Bern. Chelsea Deadbeat Combo und Little Toe. Am gleichen Tag, 5.9. in Sädel Luzern, spielt Circa und Skaboom. Yes! Dann vom 5. bis 6.9. ist es Mesuf in Hüttingen mit Schweizer Bands Kern, Soulline, Kerberos, Kasokta, Disparaged. Und halt mega viele internationale Bands. Ja, also immer alles dort spielt, genau. Am 6. September, das ist am Samstag, im Gaswerk Winterthur, spielt Chelsea Deadbeat Combo, ich glaube Jubiläumshow. Ja, allein, ohne irgendjemand. Ja, spannend. Dann, am 6.9. in der Marsbar Zürich spielt Storm und Restböst. Geile Bandname. Dann am gleichen Tag, 6.9. in der Schule Luzern, spielt Peacocks. Am 6.9. in der Kufalis spielen Circa, Skaboom und Kaputt. Ich glaube, die sind auf Tour. Kaputt sind die vom Sticker vom Duckling. Ist das die Band? Ja, das ist Kaputt. Ist das eine Band? Das ist in dem Fall eine Band. Das ist einfach ein Sticker, der Kaputt ist. Ja, nein, in dem Fall. Ich nehme es mal an. Wir wollen mal schauen.
Dann am 6. September in dem Met Bar Lenzburg spielen The Wise Fools und L'Arbre Bizarre. Zum Glück hast du Französisch, ich hätte das nicht aussprechen. Kannst du auch Französisch. Dann am 6.9. im Improvisorium Huttwil spielen Face the End und Projekt Krank. Project Krank. Ja. Projekt Krank. Ja. Vielleicht haben wir es falsch aufgeschrieben. Am 11. September, wer 21 Zürich, spielt Circa und Choked by Gum. Circa spielt ja auch viele die spielen die Tour. Woche, ne? Ah, ist eine Tour, okay. Die spielen die Tour mit Okay, und Ding auch. Skaboom. Chelsea Deppy Combo. Ah ja, okay. Die spielen ein paar Konzerte in dieser Woche. Okay, so Konzertreihe. Dann. Am 11.9. im Piccadilly Brook spielt No Face, No Case, These Days and Those Days und Ira Mortis. Ich lasse Tickets auf die Fresse. Dort fliegen die Füße Ira Mortis und ist Mütter. Ira Mortis ist ja der Drummer Ja. vom Paleface, Yannick seiner früheren Band. Ja. Vom Tau ist Mike seiner früheren Band. Ja. Sacrifice with a... Scythe. Oder Sky, ich weiß nicht mehr. Das ist richtig, ja. Ich habe keine Ahnung, Alter. Voll. Einfach die, Mhm. wo der Mike geschrien hat und der Yannick Gitarre gespielt Genau. Und... Fuck, muss ich das wegeditieren Ja, jetzt? ich, I don't remember. also, 19.09. ist 10 Jahre Fear Lab. Zusammen mit der Small District, Jeffred und... Versus. Jawohl! Das wird ein sehr gutes Konzert. Ja. Mit Small District und Versus und Fear Lab haben wir schon mal im Winter gespielt. Das war sehr lustig. Das ist Von ganz dem gut her, ja. jetzt spielen wir in einer grösseren Location. Ja. Kommen vorbei, kauft das Ticket Mhm. und dann kommt das gut, oder? Ja. Voll. Du bist in der Ferien dann, gell? Ich bin in der Ferien. Ja, ich bin nicht in der Ferien, nein. Oder du bist nicht in der Ferien? Ich komme dann heim. Ich komme an dem Tag heim Ah, an dem Tag kommst du und dann Show spielen. Nein, ich komme am Tag vorher heim Ja. und dann Show spielen mit Okay. Versus und Fear Lab. Das kommt schon gut. Ja. Ich glaube, ich kann Songs noch. Also wenn ihr seht, ob ich die Songs noch kann, kommen wir vorbei. Mhm. Fair. Vielleicht spielt der Versus einen neuen Song. Ja. Wer weiß. Wo wir noch nie gespielt haben. Der noch nicht veröffentlicht ist. Mhm. Unter Umständen. Who knows? Vielleicht. Eventuell ist es ein hässiger. Ja, geil. Ich wollte jetzt nicht mehr zu dem Thema sagen, aber vielleicht ist es ein hässiger und wir spielen wahrscheinlich einen neuen Song. Mhm. Unter Umständen. Aber nur wenn du dort bist, sonst hörst du ihn nicht. Spielt Viola auch neue Songs? Fear Lab hat keine neuen Songs. Ah, fair. Das sind alle schon gespielt worden. Okay, fair. Aber noch nie so. Noch nie so. Noch nie so. Noch nie so. Noch nie so sind sie gespielt worden. Ja, voll. Na cool. Dann, wir haben noch eine Musik hinten. Ich muss mal schauen. Ich hoffe, das ist Musik. Nee, ich glaube die. Down. Ja. Das ist richtige Musik. Genau. Ich habe einen Bruder kennengelernt am Granichen, der nur Englisch kann. Oder ist einfach nicht Deutsch. Ich glaube, er ist von den USA. Ja, der Bruder hat schon in Bands gespielt. Der heißt Dylan. Der ist auf Instagram @outdoorredhead. Und der Bruder sucht eine Band. Der Bruder ist Vocalist. Er macht Cleans und Screams und er spielt auch Gitarre. Damn. Und der Bruder ist offen auf alles. Aber er hat mal geschrieben, hey, er hat gerne Post-Hardcore, Screamo, Midwest Emo oder Sush Metal oder Alternative. Also der Bruder ist sehr offen für alles. Vielleicht nicht eine Black Metal Band, aber der Bruder hat voll Lust zum Mitmachen. Ich glaube nicht so lange in der Schweiz. Und würde sich freuen Du hast länger mit dem geredet, ich weiß es nicht. Ja, würde sich freuen, mit Leuten zu spielen und mal etwas Cooles machen. Also wenn du einen Frontman oder einen Gitarrist suchst für deine Band oder Projekt, dann hau mal am DNA. Vielleicht nicht so. Vielleicht nicht mit Füßt, aber vielleicht mit Füßt, aber gibst mal Bescheid, sagst, hey, ich bin Metal Server gehört, er sucht eine Band, eben @outdoorredhead. Der Bruder ist ein Redhead, also ist einfach zu erkennen anhand vom Bild. Tipptopp. Voll. Brother ain't got a soul. Und ja, wir haben ein Patreon, wenn du findest, wir machen coole Shit. Und wenn du denkst, wir machen coole Shit, dann willst du supporten, dann go for it. Wir haben ein Patreon. Ja. Danke alle Brudis, die mitmachen. Danke euch. Patreon bringt sogar etwas. Wir haben wegen Patreon stabiles Equipment für das Granichen. Voll. Ja, ohne Patrons wäre es nicht möglich gewesen. Und dank Patrons machen wir jetzt jährlich die Metal Sevilla Awards mit kleinen Metal Sevilla Figürlis. Das ist geil. Und für das Jahr machen wir wahrscheinlich auch mehr Kategorien. Also es kommen mehr Metal Sevilla Figürlis
Zurück. In Umlauf, jawohl. Das ist geil hier. Perfekt. Jawohl. Wir bedanken uns herzlich mal für eure Aufmerksamkeit. Wir sind dann weg. Eben hört Crusher Report für Neuigkeiten über die lokale Szene. Ja. Und über Hardcore Beef. Also wir sind in der Ferien, wir sind nicht weg. Nein, wir sind in der Ferien. Wir sind in der Ferien im September. Im September und dann ist wieder fertig. Und in Oktober sind wir zurück. Wir haben Sommerpause. Ja, voll. Übrigens, wir sind auch DJs in einer Halloween Party. Ah ja, 24. Oktober. Halloween Party, DJs, aber ich glaube, da kommt noch mehr. Voll, Creepy Cute Cult, Halloween Party. Wir sind letztes Jahr schon als DJs, dieses Jahr wieder. Also wenn... Ja, ich habe gestern 20 CDs auf meinem PC geladen, die ich gekauft habe und irgendwie noch nie auf meinem PC hatte. Und diesmal werde ich Kublai Khan Songs reinhauen für am 4 Uhr morgen. Also, be ready. Bruder, das Wochenende wird eine gute Story, aber da kommen wir noch drauf. Okay, kommen wir später mal noch drauf. Sehr gut. Alright, anyways, wir sind selber Metal Servola gewesen. Und macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss, ciao, 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 tschüss, tschüss, ciao, ciao, macht's gut, tschüss, ciao, 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 tschüss, 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 ciao, 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 tschüss, tschüss, hey du, ciao, tschüss, ciao, ciao, und dann ciao, ist, ciao, und dann ist der Bella komm gut, hey, ciao, ciao, von einem Post-Hardcore Screamer ciao, ciao, groomed worden.